Christi zur nächsten Aufnahme von Eure Kommentare. Wie du es vielleicht im Intro schon gehört hast, das ist jetzt mal an dich gerichtet, Mirko. Wir haben es letzte Mal geschrieben von wegen Old School Metal. Ich habe zwischen meinen Black Metal Phasen, so wie Skyforest etc., habe ich halt so ein bisschen ab und zu den Drang, in die 70er Progressive Rock Richtung zu gehen, à la, wie du es gerade gehört hast, Colosseum. Dann gibt es da noch Rush und Emerson, Lake and Palmer. Ne? Ja, also wie gesagt, ich variiere da immer. Das ist je nach Laune, gell? Aber wie gesagt, jedem das seine, mir das meine. Daher auch die Warnung ganz am Anfang von den Intro halt. Ne? Wie du siehst, wir sind hier auf meiner YouTube-Seite im Kommentarbereich und es ist der 12.01. um 2:36 Uhr in der Nacht. Genau, diese Woche habe ich Nachmittagsschicht. Genau, und jetzt haben wir gedacht, weißt du was, ich habe es euch geschrieben im Community-Tab von wegen, ähm, dass die nächste Episode folgen wird und hier ist sie und ich habe mir gedacht, dieses Mal werden wir das gleich von da aus machen, weil es hat sich ja einiges getan, gell? Hier dürft ihr euch bitte nicht schrecken. Das ist alles das ist vom Kordenbach Open Air, wo ich heuer war. Und das war das Area 53 Festival, was da bei uns in Leum ist im Sommer jetzt Jahr. Und 2 Episoden von Fallout 4. Ich habe keine Ahnung. Wurscht. Keine Ahnung. Habe ich nicht geschaut. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ja, ähm, ich bin dieser Sprache nicht mächtig. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich habe es versucht herauszufinden. Und, weißt du was? I am learning German languages with these songs. Ja, perfekt. Machen wir so. Fertig. Gut. Ähm, freut mich. Was ich aber ehrlich gesagt gestehen muss, dabei ist es nicht einmal mein Stil. Kalten Kanonenfieber. Ähm, ich habe es zwar live gesehen, live waren sie nicht so schlecht, aber im Studio darf ich mir es nicht anhören. Es gibt Bands, die höre ich live lieber als wie im Studio. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, vieles klingt live bedeutend besser. Ähm, dann, es wird immer mehr, aber es freut mich, dass ihr es so dabei seid, wirklich. Auch wenn es jetzt du darfst jetzt bitte eins nicht übersehen. Da. Auch wenn es für diesen kleinen Kanal jetzt anscheinend nicht viel ist, gell, ähm, haut mich, da ist jetzt mal da einer schau. Also, ja, da muss mich wirklich mal bedanken bei euch, gell, und ich werde mein Bestes tun in der Zukunft, gell. Okay, und zwar, ich fange jetzt einfach einmal an, ich plattel da jetzt einmal durch ein bisschen und dann suche ich mal einen Kommentar außer. Sollte diese Etappe hier zu lange sein, gell, bitte nicht böse sein, dann werde ich das auf einen zweiten Teil rausarbeiten. Genau. Und zwar, wo fangen wir denn an? Ja, bei Mirko. Hängen wir uns ehrlich, bitte was? Warte mal ganz kurz. 69? Alter, das ist ja irgendwann vom vor 2 Jahren. Oder vom letzten Jahr irgendwann einmal. Da auch. Man gut, ich muss offen und ehrlich so gestehen, ich bin noch nicht einmal bei, ich weiß nicht, 170. Wir sind nicht einmal bei 170 und ich bin noch lange nicht fertig, ehrlich gesagt. Es ist, wurscht. Und zwar, Hangman's Alley ist auch eine gute Siedlung, schade, dass man die Häuser nicht so nutzen kann. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, Hangman's Alley ist für mich eine Graus-Siedlung. Sie ist klein, du kannst nichts machen und wenn, dann müsste ich mich stundenlang spülen. Ähm, vielleicht, hm, na, das tue ich mir nicht an, da suche ich mir lieber auf Verhaber passende Siedlung und baut die gescheit um.
Genau. Mein Herzl, mit Ada kannst du ganz schön böse machen. Die Ada ist ja im Prinzip, glaube ich, von der Ruchlosigkeit her oder vom Grad des Ich scheiß mir nix einer der besten Charaktere in den ganzen Spielen. Ne? So, haben wir das geklärt. Dann, ja, das war kurz vor Weihnachten. Das mit der Frisur Standard, fast wie bei Kate. Ja, Nuka, das war bitte nicht besser. Aber ich habe mir sogar schon überlegt, ähm, auch, das wird vielleicht auch den Mirko interessieren. Ich habe mir heute oder in den letzten Tagen für Fallout 3 oder Fallout New Vegas nochmal was überlegt. Bitte, das ist aber irgendwann in der Zukunft. Vorerst habe ich andere Spiele im Blick. Ähm, Du siehst das eh derzeit und das, was noch, wie soll ich sagen, 2025, da will ich eine Abstimmung machen. Mal schauen. Ich habe für 2025 etwas vor, das wird mich sicher 30 Jahre älter machen. Aber dazu später mehr. Schurke. Und zwar folgendes. Dazu, zum Schurke. Das ist jetzt her. Das muss her sein, 1998 oder so irgendwas. Da hat es im Hitradio Ö3, ich bin ja Österreicher, wie ihr vielleicht alle wisst, bla bla, da hat es immer so, das hat nicht länger wie 1 Minuten 30 oder so dauert, da hat es so eine Verarsche gegeben, wie es damals die Vignetten, die Autobahnvignetten bei uns eingeführt haben, hat sich der Ö3 gedacht, wisst ihr was, wir verarschen die Vignetten und dann ist halt gekommen der Vignettenmann, ne? Und der hat immer die schwierigsten Fälle gelöst, ne? Und zwei Bankräuber kommen raus, haben die Bank überfallen, wollen ins Auto einsteigen und dann kommt halt der Vignettenmann, ja, der Rächer der Genervten und weiß ich nicht, der Liebhaber für die Entnervten und ja, er hat sie halt darauf hingewiesen, ja, dass sie halt die Vignetten vergessen haben. Ja, okay, passt das. So, ich will das jetzt gar nicht viel weiter erklären. Daher habe ich das. Ne? Das ist jetzt schon bald ja, 25 Jahre her, gell? Ähm, N7 Pip-Boy, der schaut echt gut aus. Was? Ja, da wird, genau. Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. N7. Ja, lassen wir das. Die Haut wie von einem Gen 3 Sünd. Das Laufen habe ich vergessen. Ja. Du kennst ja mein Hirn eh schon. Wie lange bist du jetzt dabei? Über ein Jahr. Du müsstest mich schon kennen. Ich bin ja ein Strudelhirn. Ne? Heute auf den einen Tag sage ich was, sage ich das und am anderen sage ich ganz was anderes. Gell? So, da machen wir ein Dankeschön dazu. So, der Herzl. Aber wie gesagt, mir taugt es voll, dass ihr so dabei seid. Wirklich. Entschuldigung, dass das. Ich meine, den Kanal gibt es seit 2018. Aber weißt du, was das so wie es bei mir ist, ähm, wenn mir was nicht oder wenn ich verunsichert bin und ich weiß nicht, was für Richtung dass ich gehe soll, dann stell mir die komischsten Fragen. Und momentan, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich habe so viel Lust auf mehr. Du, ich tät den Rahmen ja sprengen an, mir ist das scheißegal, gell? Aber auf der anderen Seite ist der Sendeplan, so wie es momentan ist, mit alle 2 Tage ein Video, ist ja relativ geil, weil ich einfach die Zeit habe, mir die Zeit zu nehmen, euch mit einzubeziehen. Was ich eigentlich jahrelang nicht gemacht habe. Das ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Ja? Gut, wo sind wir denn unterwegs? Da. Das letzte Infovideo 2023. Kein Problem, kenne ich und gerne. Du hast gute Videos und böse. Ja, wie gesagt, danke dir, Nuka. Ja, wie gesagt, ich war im Weihnachtsurlaub, das wisst ihr alle. Und ähm, ich, ich tat ja wirklich im Urlaub auch gern antworten. Aber was da, dann denke ich mir wieder,
weißt du was, jetzt nehmen wir mal 14 Tage Abstand, aber ich kann sie dann eh nicht, weil dann immer wieder reinschaue und schaue, was sie halt tut und hin und her und ob die Richtung stimmt, in die ich überhaupt gehen will, weißt. Es ist halt immer schwierig, gell. Wie du merkst vielleicht, es überfordert mich ein bisschen. Was gab's doch mich echt nicht unbedingt mit Abos und Bewertungen nerv. Weil man einfach denkt, entscheid du, wie du das da empfindest, was ich da mache, ob dir das jetzt taugt oder ob du das scheiße findest, das verlasse ich ganz dir, gell? Und ja, ich werde zukünftig mein Bestes probieren. Vielleicht klappt es sogar. Was ich mir da für Fallout 3 oder Fallout New Vegas gedacht habe, das ist wenigstens einmal so ein ganzer. Ne, ich würde es mir nichts verraten. Das wird in der späten, fernen Zukunft sein. Vorher habe ich noch Bloodborne vor mir. Genau. Jetzt ist der Käse perfekt und ja. So. Gut. Zu Mirko. Als Silver Shroud hättest du ein paar Optionen im Gespräch mehr. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, Mirko, Fallout 4, geiles Spiel, taugt mir irrsinnig, du hast viele Möglichkeiten hin und her, bla bla bla. Was ich aber allerdings nicht mag, das ist diese Roboter-Mission auf Far Harbor im Vault, die mag ich nicht. Und muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, die Silver Shroud hat zwar einige positive Aspekte, aber ich bin immer wieder froh, auch für diesen Durchlauf war ich dann froh, dass ich es hinter mir gehabt habe. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, sie ist nicht meines. So. Ähm, Alu gibt es in so einer Art Fischfabrik am Arsch der Welt und in der einen Schule mit der Paste. Mhm. In der Fabrik sogar große Mengen. Du wirst es sehen. Ich bin momentan bei einem Standpunkt, das seht ihr ja gar nicht. Ich habe jetzt Zeit, ich glaube, die letzte Aufnahme muss gewesen sein im November, Dezember, sowas. Das seht ihr ja gar nicht. Ähm, Wenn ich nach einer gewissen Aufnahmezeit schaue ich dann wieder mal ein ins Spiel, reiß alle Werkbänke an, hau es zusammen und momentan bin ich am riesigen Umbauen beziehungsweise am Zusammenräumen. Zig Milliarden Items, die leider in den Tunnel unten in der Burg verräumen muss, dass man die Performance durch die zig Millionen Items nicht in die Knie geht. Meine Kiste hat mindestens schon mindestens jetzt schon, warte mal, wann haben wir den PC gekauft? Warte mal. 2020 war Corona, da war der erste Lockdown. Ja, vorher schon, ich glaube 2019 haben wir den, glaube ich, gekauft. Das kannst du dir vorstellen, wie alt das der schon ist. Ne? Nur wie gesagt, ich komme dann, es ist nur ein Kommentar dabei, wo ich dann zu dem Thema komme mit dem alten PC, da mir der Kommentarschreiber die passende Vorlage gegeben hat. Da kommen wir später dazu. Wie gesagt, ich bin, das 60er gar nicht, wie ich schon erwähnt habe, ich rahme permanent zusammen. Ich bin ja permanent am Zusammenrahmen. Was ich aber dann später brauche für die Auseinandersetzung Minuteman gegen die Bruderschaft. Das hatte ich schon mal auf meiner uralten Xbox One gespielt. Auch und ehrlich gesagt, die alte Xbox One ist mir in die Knie gegangen, das kannst du dir nicht vorstellen. Leider habe ich nichts mehr. Ich habe das alles gelöscht vor Jahren schon. Leider kann ich es euch nicht sagen. Gut, zack. Aber wie gesagt, die Werkbänke sind gut gefüllt und sind voll. Diese komischen Plünderbänke, was da gibt, diese Plünderstationen, da habe ich in jeder Siedlung auch schon mittlerweile so viel aufgestellt, dass ich gar nicht weiß, wie viel das ich dort habe. Gell? Gut. Preston wäre genau richtig gewesen bei der Sache in Quincy. Hättest ihn dahin mitnehmen können, da hätte er sich rächen können. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Preston da überhaupt drauf reagiert. Ich weiß, dass es Abkömmlinge
in Quincy, diese Gunners, sind ja Abkömmlinge von den Minutemen. Das weiß ich zufällig. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob der Preston darauf reagiert hätte. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sicher nicht mehr außerfinden, weil wie gesagt, wir haben in Fallout 4 noch so einen breiten und langen Weg vor uns. Fallout London. Fallout Miami soll auch noch irgendwann kommen. Valhalla ist noch nicht einmal fertig. Der Baumodus ist noch nicht einmal fertig. Und. Wie gesagt, ich habe irgendwo eine Umfrage. Ich werde sowieso im Sommer dann 2024, in diesem Jahr, werde ich sowieso mal eine kleine Sonderfolge machen zu den ganzen Umfragen. Gell? Und dann wird es vielleicht nur einmal Umfragen geben, aber mit dem derzeitigen Ergebnis. Und das, wenn man dann was tut, dann bei den nächsten Umfragen rauskommt, werden wir dann dazu multiplizieren. Ne? Und dann werden wir sehen, wie wir weiter verfahren. Okay? Passt. Mal sehr geklärt. Sodale. Sodale. Ja. Eure Kommentare, genau. Das war das, wo ich auf die Krankheit von meiner Freundin eingegangen bin. Das mit der Krankheit hört sich schlimm an. Vergessen tue ich auch manchmal einiges, das kommt mal vor allem wenn man viel um die Ohren hat. Vielen Dank für die Erklärung und dass du darauf eingegangen bist. Ganz einfach, Mirko, das hat seinen Grund und zwar folgendes. Meine Freundin und ich sind vor 2015 weg. Da hat es mit der Oma angefangen. Ja, ich glaube 2015 hat es mit der Oma angefangen. Und das hat sich dann gezogen bis 2000. Dass ich jetzt nicht anliege. Warte mal. Im Sommer 2021 haben wir die Diagnose gekriegt und im September 21 ist ein Kollege von mir gestorben mit 42 Jahren alt. Und da war dann für mich eigentlich der Schlussstrich, wo ich gesagt habe, es kann so nicht mehr weitergehen. Dass du dir jetzt nur noch irgendwas, was an mitnimmt, ähm, es muss irgendwann einmal Schluss sein, dass du anfängst ins Hinterfragen, warum und wieso, was jetzt wie ist. Ähm, Es mag jetzt ein bisschen deppert anhören, was ich jetzt sage, aber ich habe angefangen, über mich selber ins Nachdenken, das weiß ich nämlich zufällig noch, im Februar 20 ist von Skyforest die A New Dawn rausgekommen. Und im März 2020 war dann da in Österreich der erste Lockdown. Genau. Und während dieser Zeit habe ich dann angefangen, über mich selber ins Nachdenken und auch nicht unbedingt Nachdenken ist das depperte Wort dafür. Ich habe mir Gedanken übers Leben gemacht, beziehungsweise über Gedanken immer angefangen, ähm, Gedanken über das Leben an sich selbst zu machen. Wenn du mit über 40 anfängst, über dich selber ins Nachdenken, anfangen, viele Dinge differenzierter zu sehen, wenn du differenziertere die Dinge sehen willst, etc., dann gehört da viel Arbeit dazu. Ich arbeite heute noch an mir, das merkt sie ja gar nicht, weil ich einfach versuche, ähm, die neuen Aufnahmen anders anzugehen. Einfach, ich bin wie ich bin. Wenn ich was vergiss, dann vergiss ich was. Und wenn ich mich, ja, wenn ich einen Witz mache über Mandel und Weibel und Mandel, dann ist das nicht, weiß ich nicht, weil ich irgendeiner an einer Ideologie folge, dann bin das halt ich. Mein Gott, nein. Da, wenn mein Onkel ein Pimperl hat, nein, wenn meine Tante ein Pimperl hat, war es mein Onkel, auf gut Deutsch gesagt. Aber wie gesagt, ähm, und irgendwann einmal ist dann der Schlussstrich oder der Punkt da gewesen, wo der Grad der Übersättigung vorhanden war. Weißt, wo du einfach denkst, das kann es einfach nicht sein. Das wurscht was passiert,
dass man immer gleich, wie soll ich sagen, ähm, dass man immer gleich in ein Loch verfällt, weißt? Und da habe ich dann ins Nachdenken angefangen und habe heute und sage für mich heute, es ist vor kurzem auch wieder was passiert. Es ist vor kurzem wieder was passiert. Heute gehe ich die Dinge aber vom Gedanken her anders an. Ähm, Nehmen wir als Beispiel, was für viele schmerzhaft ist oder wo viele nicht drüber nachdenken wollen. Ähm, das Thema Tod. Ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, was ich da jetzt sage. Aber ähm, bei dieser Krankheit, da gibt es keine Heilung, da gibt es gar nichts. Du kannst den Verlauf, kannst du nur lindern. Der Verlauf ins Negative, der kommt generell. Du musst wirklich dabei bleiben mit Physiotherapie, Psychotherapie und, weil alles zusammenfährt. Das ist so eine eigenartige Krankheit und vor allem, weil sie zig Millionen verschiedene Symptome hat. Bei den einen ist das, bei den einen ist das, bei den anderen ist das. Was aber in einer Beziehung dann ist Verheerende ist, wenn du als Paar nie gelernt hast, miteinander zu reden, scheitert das. Man muss auch als Partner, wenn der Partner jetzt so eine Krankheit hat, muss man verzichten. Da gibt es Momente oder Tage, da muss man verzichten, weil diese Krankheit sehr tagesverfassungsabhängig ist. Gell? Aber wenn ihr wollt, ich kann euch ja gerne mal später mal, jetzt nicht, ich kann euch später gerne mal mehr darüber erzählen, was noch genau dahinter steckt. Es ist ein sehr umfangreiches Kapitel, diese Krankheit, und ich habe mich auch damit befasst. Jetzt werde ich das einmal so lassen. Ich lasse es jetzt einfach einmal so stehen, Mirko, nicht böse sein, aber wie gesagt, wir haben noch ein klein wenig abzuarbeiten. Und ich glaube, wir werden einen zweiten Teil machen, gell? Und nicht böse sein, aber fürs nächste Intro lassen wir auch was einfallen. Irgendein Blödsinn kommt sicher. Gut. Ähm, was war da? Ähm, Frischfleisch bei Lungi. Und zwar, Nuka, Kenny, du bist echt der Beste. Bist so oft dran vorbeigelaufen an dem Keller. Du weißt, ich habe eine Orientierung. Weißt, wenn jetzt irgendwo privat hinfahre, Orientierung top. Gibt's gar nichts. Aber in Videospielen habe ich auch eine Orientierung gleich null. Tut mir leid, ist leider so. Nicht warum. Ähm, Nun, so viel dazu. Kennst mich. Hättest mit dem Typen verhandeln können, wenn er fast tot wäre, fast kein Leben mehr, hättest dann von ihm Geld bekommen. Ja, jetzt ist er im ewigen Jordan und ich glaube, da brauchen wir dann eigentlich auch nicht mehr viel weiterreden, gell? Gut, ähm, zack, brack. Jetzt schauen wir da noch mal ein bisschen durch. Und im zweiten, weißt du was, wir werden das auf dem zweiten Teil. Na, auf einen Dings muss jetzt noch eingehen. Die restlichen Kommentare picken wir uns dann das nächste Mal aus. Genau. Und zwar in der Episode 4 von Anno habe ich erwähnt, das Problem, was ich mit Anno habe. Kurzer Blick. Ein kurzes Kaffeetschal um 3 Uhr morgens. Darfst du nicht erzählen. Und zwar, da habe ich in der Anno Episode 4 habe ich erwähnt, dass die Zeit vom Start bis ich im Spiel drinnen bin fast 7,5 Minuten dauert. Ich habe das beim letzten Mal mitgemessen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo ich das letzte Mal gesagt habe, wo ist. Wann haben wir das gesagt? Ja, jetzt vor ein paar Minuten 6 so deppert bin ich. Ich sag was und ein paar Minuten später habe ich wieder vergessen. Jetzt komme ich da auf meinen alten PC zu sprechen. Und ich habe in der Episode erwähnt, an das kann ich mich zufällig noch erinnern, dass ich gesagt habe, wir werden versuchen, oder ich werde was Neues probieren. Ich werde mir das in der kommenden Zeit einmal anschauen und werde dann
in einer Anno-Episode, in einer zukünftigen, werde ich dazu nochmal was sagen. Und der Silvan Vogt hat mir geschrieben, 7,5 Minuten sind zu viel, das geht normal unter einer Minute. Ich bedanke mich für deinen Kommentar, Silvan, und wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich glaube einfach, dass mein PC einfach zu alt ist. Genau, er hat ja nur eine 1050er Grafikkarte. Und ehrlich gesagt, ich bin keiner, der sich jetzt da stundenlang damit auseinandersetzt, zwecks empfohlen und nicht empfohlen, zwecks Grafikkarten. In der Steam-Beschreibung ist, glaube ich, drinnen, dass die 1050er in Ordnung ist, die soll halt gehen, und auf der Basis habe ich mir so ein gutes Spiel, gell? Das Problem, ein neuer PC ist erst in 1 bis 2 Jahren drinnen, aus dem einfachen Grund. Ich mache jetzt mal einen kleinen Springer in eine Grafik hinein, was nächstes Jahr ähm, zu erwarten ist. Genau, beziehungsweise in diesem Jahr, was für mich vorrangig hat vorm neuen PC, ist Area 53 Festival da in Leoben. Das ist jetzt aber nur ein kleiner Teil an Bands, die restlichen kommen noch. Ist Kaltenbach Open Air, das sind 3 Tage, da bin ich wieder alle 3 Tage oben. Karten, Sprit und so weiter und so fort. Das wird dann alles wieder vor der Frühschicht ausmachen. Dann, DTM ist heuer nicht dran. Das habe ich jetzt auch schon 3-mal gesehen, ist mittlerweile auch uninteressant. Dann, was für mich die 2 Highlights heuer werden. Das erste ist mit meiner Freundin im Urlaub. Da bin ich jetzt derzeit schon am Planen. Ein riesiger Spoiler, den ich eigentlich noch nicht machen wollte. Wir wollen uns ein paar Tage in Brügge aufhalten und uns Brügge anschauen, also Belgiens Venedig. Und ja, ich habe mich in dieses Land Belgien verliebt. Wirklich. So ein wunderschönes Land. BZW. Ähm, ja, ich will nicht mehr dazu sagen. Und wie im letzten Jahr, da habe ich leider kein Fotomaterial, was ich Trottel gelöscht habe, weil mir gedacht habe, ich gehe vors Hotel, mache Fotos und habe dabei die Aufnahmen vom 6 Stunden WEC-Rennen vom letzten Jahr 2023 habe ich alle Aufnahmen gelöscht. Was glaubst, wie ich mich geärgert habe über mich selber, weil ich so deppert bin? Und diese Veranstaltung möchte ich mir heuer nochmal anschauen. Das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps, dieses Mal besser vorbereitet, und dieses Mal fahre ich alleine. Das heißt, am Freitag werde ich mir Urlaub nehmen. Am Freitag ist dann zum Aussifahren. Am Samstag ist es Rennen. Am Sonntag will ich von Belgien wieder nach Österreich fahren, und am Montag gehe ich dann wieder ganz normal arbeiten. Genau, ich werde nach der Woche so tot sein. Wie gesagt, nur dass du Bescheid weißt, warum und wieso. Ähm, warum und wieso ich jetzt momentan nicht unbedingt auf einen PC schaue verneien, gell? Ähm, ich will jetzt nicht politisch werden, liegt jetzt nicht in meinem Interesse, aber das liegt heuer im Fokus, und mit Anno lasse ich mir noch was einfallen, gell? Also bitte nicht böse sein. Das wird jetzt noch 2, 3, 4, 5 Episoden so hingehen, und dann werde ich mir was anderes einfallen lassen. Wie gesagt, das ist wie bei Anno und XCOM. Das sind momentan 2 Spiele, die gefallen mir besser wie Fallout 4. Fallout kenne ich schon. Da habe ich schon die Enden gesehen und. Ähm, bei XCOM, dieses Rundenbasierte, das habe ich so noch nie kennengelernt. Das einzige, wo ich es kennengelernt habe, war bei, ähm, warte mal kurz, das geht jetzt an dich, Plot 1184. Ähm, das einzige, wo ich rundenbasiert kennengelernt habe, das war bei Fallout 1 und 2. Nur hat mir das Ganze dann ein bisschen abgeschreckt, weil ich
das System dahinter nicht nachvollziehen kann. In XCOM kann es so halbwegs nachvollziehen, aber in Fallout 1 und 2 gar nicht. Ich weiß nicht warum. Fallout Tactics werde ich noch probieren, das habe ich mir auch geholt. Weißt, wenn diese Mechaniken im Hintergrund für mich persönlich nachvollziehbar sind, sofort. Kein Problem. Absolut kein Problem. Gell? Dann bin ich ja dabei, dass ich mir das Spiel antue, gell? Oder dass mir das Spiel ins Fallen hat. Wenn etwas schlüssig für mich ist, dann gefällt mir das schon. Dann ist das für mich kein Problem. Und Anno ist halt auch für mich, weiß nicht, mit Anno bin ich auch in die Jungfahrt, auf gut Deutsch gesagt. Genau. Aufbau und so rundenbasiert ist für mich eine komplett neue Welt. Gell? Gut. Ich werde dir dort nahes Herz geben wieder. Hm. Da, mach mal. Du befindest dich noch immer im Tutorial-Bereich. Wenn man das Spiel ohne Tutorial startet, kann man viel früher speichern. Du, danke dir nochmal, Plot. Und, was ich, ich kenne mich ja. Wenn ich dann in so Open-World-Spielen nicht speichere, wenn ich permanent speichere, dann bin ich meistens immer 2 Stunden zurück. Und dann kann ich die letzten 2 Stunden nochmal spielen, wenn ich nicht gespeichert habe. Gell? Aber ich werde mir das merken. Und für die nächsten Teile, ich habe glaube ich XCOM Enemy Unknown, dann die Erweiterung, warte mal kurz, Enemy Within, Chimera Squad und XCOM 2. Also wie gesagt, an diesen Spielen soll es nicht scheitern. Genau. Wir beenden das jetzt da einmal und in der noch im kommenden Zyklus Fallout, Mass Effect, XCOM und Anno wird es dann Teil 2 geben. Machen wir es so. Und dann werden wir da den Rest abarbeiten, gell? Ja, also dann. Ich wünsche dir was und ich hoffe, dir hat das Ganze jetzt da gefallen. Dieser kleine Ausflug durch die Kommentare, gell? Und, warte mal kurz, da muss ich auch noch Herzl hermachen. Und natürlich habe ich euch am selben Abend noch Bescheid geben im Community-Tab. Jeder, der ein Herz gekriegt hat, ist mit diesem Kommentar in der neuen Episode. Bis zum nächsten Mal und zum Teil 2 dann in knapp 10 Tagen oder so. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Baba.